Das Kurdische gehört zur indogermanischen Sprachfamilie, zur Gruppe der iranischen Sprachen. Zu den heute als kurdisch bezeichneten Dialekten gehören hauptsächlich das im iranischen und irakischen Teil Kurdistans gesprochene Sorani, das im türkischen Teil, in den syrischen Grenzgebieten, Teilen des Nordiraks und der ehemaligen Sowjetunion gesprochene Kurmanji sowie verschiedene Regionalvarianten derselben. Umstritten ist das Verhältnis des Sasa. Historisch betrachtet und im Vergleich mit anderen iranischen Dialekten gehört das Sasa eindeutig in eine nordwestiranische Sprachengruppe, während Kurmanji und insbesondere Sorani eher zu den Zentraldialekten tendieren. Für kurdisch Lernende ist hierbei nur wichtig zu wissen, dass eine gegenseitige Verständigung von Kurmanji und Sasa-Sprechern nicht möglich ist. Seit Jahrhunderten leben die Kurden in unmittelbarer Nachbarschaft zu anderen iranischen Völkern, zu semitischen Völkern und Turkstämmen. Von Bedeutung für die Entwicklung der Sprache ist hierbei, dass es im Laufe der Geschichte meistens andere Völker waren, die über die Kurden geherrscht haben. Der Einfluss des Persischen, über viele Jahrhunderte eine der wichtigsten Kultursprachen des Vorderen Orients, ist im Kurdischen wegen engen sprachlichen Verwandtschaft nicht so sehr spürbar. Jedoch hat das Arabische insbesondere über den Islam den Wortschatz des Kurdischen erheblich geprägt. Der Einfluss des Türkischen ist bis zu Beginn des Jahrhunderts zweitrangig gewesen, da auch die Osmanen ihre Begriffe für das öffentliche Leben und die Verwaltung aus dem Persischen und Arabischen schöpften, sodass Übereinstimmungen im Türkischen und Kurdischen auf diesem Gebiet daher rührten, dass beide Sprachen diese Wörter entlehnt haben. Viel bedeutender als der Einfluss einzelner Begriffe ist jedoch, dass die strenge Assimilationspolitik seit Gründung der Republik Türkei das Kurdische gänzlich zu verdrängen sucht. Seit Jahrzehnten zeichnet sich ein Stadt-Land-Gefälle ab, wobei auf dem Lande noch Kurdisch, in der Stadt hingegen Türkisch gesprochen wird. Besonders in den letzten Jahren hat dieser Umstand durch Vertreibung und Brandschatzung der Dörfer seitens staatlicher Kräfte stark zugenommen. Nach Petra Wurzel, Sprachwissenschaftlerin.